Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Der Hüttenwart Felix ist bereit für die Saison. In 2 Tagen wird er eigentlich in die Gandeckhütte auf über 3000 Meter über Meer. Ja, es gibt eine Ungewissheit. Ich habe vor ein paar Wochen die Diagnose bekommen von Herzmuskelentzündung. Das ist natürlich nicht gerade das, was man sich wünscht. Der Doktor muss entscheiden. Das Schlimmste ist, dass er sagt, ich kann nicht auf die Hütte gehen wegen der Höhe. Das ist das absolut Schlimmste. Also ich bin einmal zuversichtlich. Ich denke, es ist 50-50, was heute rauskommt. Ein Sommer mitten der Schweizer Bergwelt. 3 Lebenswelten, 3 Hütten. 3-mal Alltag auf über 2000 Meter. Sind da? Das ist SRF bei den Leuten. Hüttengeschichten. Fünf Wochen vor dem Start der Hüttensaison war die Welt für den Felix noch in Ordnung. Sehr gerne. Voll gut. Obwohl er sich früh pensionieren lassen hat, denkt er nicht ans Aufhören zu arbeiten. Er ist freiwilliger Helfer beim ESC. Der ESC für mich ist wichtig, weil es eine einmalige Sache ist in Basel. Wenn so ein riesen Anlass von irgendwie 130 Millionen Leuten am Fernsehen schauen, die Ehre haben, in Basel das durchzuführen. Und ich darf ein Teil davon sein, ist einfach wahnsinnig hockend. Er ist zuständig für das Sponsoring der Stadt Basel. Der ehemalige Finanzchef hat gute Verhandlungsskills. Er macht Unmögliches möglich. Er schafft es tatsächlich, dass sein Hüttenclip im Public Viewing für 36'000 Leute präsentiert wird. Super cool, guys! Absoluter Brüller. Dann haben wir am Samstag 30 Mal laufen. Mit 60 hat sich der Felix vor 2 Jahren pensionieren lassen. Vorher war er über 15 Jahre bei einem Pharmaunternehmen im Kader. Die Finanzen und das Business waren seine Welt. Ich habe auch sehr gerne Anzüge an, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es steht mir auch noch. Aber ich bin auch der gerne in der Hütte rumläuft mit einem Hoodie und ein paar Wanderhosen. Und vor allem meine Lieblingsschuhe sind ja nicht schwarze Lederschuhe, sondern Bergschuhe. Das ist wirklich meine Lieblingsschuhe, wo ich mich auch wahnsinnig wohl drin fühle und mir so den Natur-Touch wieder gibt. Dass er Anzug und Lederschuhe gegen Hoodie und Wanderstiefel getauscht hat, ist allerdings durch einen Zufall passiert. Ich bin angefragt worden, ob ich eine Hütte leiten will. Und meine erste Reaktion war, spinnst du? Ich habe doch keine Lust, eine Hütte zu leiten. Er sagt, doch, das ist eine Privathütte auf 3000 Meter. Du kannst machen, was du willst. Und dann, dass du kannst machen, was du willst, ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Das hat mir gefallen. Ich lebe ein bisschen danach, am Ende der Komfortzone fängt das Leben an. Und Finanzen ist natürlich nicht, ist gerade das Gegenteil. Oder? Das ist ein bisschen eine trockene Angelegenheit. Man hat von Zahlen, es gibt schwarz und weiß, es gibt nicht sehr viel nebendran. In der Berg sieht das anders aus. Oder? Vom haben wir alltag Überraschungen, in den Finanzen haben wir nicht gerne Überraschungen. Dass er kurz vor der Hüttensaison von einer weniger schönen Überraschung gebremst wird, davon ahnt er jetzt noch nicht. Auf über 2000 Meter über Meer in den Urner Alpen steht Voralphütte. Es ist Juni und die Hüttenwartin Petra startet ihre erste Sommersaison. Sie kommt vom Murtital im Kanton Schwyz. Ist gelernte Köchin und noch nicht einmal 28. Ich gehöre eher zu den Jüngeren. Das ist so. Ich bin zwar nicht ganz die Jüngste, aber sicher eine Jüngere und halt auch eine Frau. Ich denke, das hätte es früher sicher weniger gegeben, aber ich finde, das ist jetzt gar kein Hindernis. Also, ja.
Ich denke jetzt, es wäre schon schön, wenn ich auch ein bisschen als Vorbild sein kann. Oder eben auch an jungen Frauen als Vorbild sein und sagen, hey, das kann man im Fall auch als Frau. Es muss nicht ein Mann sein, der eine Hütte führen kann oder ein Pärchen sein. Der Traumberuf Hüttenwartin habe ich schon länger nicht gedacht, wäre vielleicht etwas. Aber ich habe gewusst, ich will zuerst auch als Hüttenhilfe reinschnuppern, ob es wirklich etwas ist für mich. Nicht, dass ich mir etwas Schönes vorstelle, das gar nicht so ist, wie die Realität ist. Bei der ersten Hütte hat es mir den Ärmel reingenommen. Und dann habe ich gedacht, das wäre dann irgendwann etwas. Now all's forgotten. Is this a chance for something new? A place to wander, a home to build for me and you. Und jetzt ist es soweit. Sie macht die letzten Vorbereitungen. Nicht für die ersten Gäste, sondern Für die Hüttenhilfen, die heute Nachmittag kommen, habe ich gedacht, dass ihr das Zimmer schon ein bisschen putzen, dass nicht sie als erstes ihr das Zimmer bereit machen, dass es schon bereit ist. So ein bisschen als kleine Gäste, dass sie sich da wohlfühlen und gerade willkommen sind. Es gibt dann nachher schon noch genug, wo sie da auch mithelfen können. Und dann ist das wie schon ein bisschen bereit. Ja. es ist das A und das O auf einer Hütte, dass die Stimmung im Team gut ist. Darum hat sich Petra ihre Hüttenhilfe sorgfältig ausgesucht. Es sind 2 Frauen. Das heisst Girl Power auf der Voralphütte. Die 2 Hüttenhilfen, die ich diesen Sommer habe, die kenne ich schon. Mit denen habe ich auf der Glecksteinhütte schon zusammengearbeitet. Und mit der einen bin ich eigentlich sogar in der Schule, in der Primarschule. Und es war aber der Zufall, dass wir auf der gleichen Hütte gearbeitet haben. Und die andere, die Rebecca, ist Cousine von der Jasmin. Also sie 2 kennen sich schon lange und ich jetzt eigentlich auch, ja. Also ich habe sehr ein gutes Gefühl für diese Saison. Ich habe das Gefühl, es kommt sehr gut mit ihnen 2. Zusammenarbeiten ist aber nicht das Gleiche wie plötzlich Chefin sein. Die Petra als Hüttenwartin muss jetzt Verantwortung übernehmen und den Ton angeben. Wie gut sich die Petra durchsetzen kann, wird sich zeigen. Die beiden Frauen bringen schon zum Saisonstart etwas mit, wo könnte ein bisschen heikel sein. Muttitaler Fahne. Sie haben das Gefühl, die darf schon nicht fehlen, weil wir sind 2 Muttitalerin und eine ist eine halbe Muttitalerin. Und ich habe aber gesagt, sie dürfen sie nicht aufhängen. Da im Kanton Uri ist es vielleicht ein bisschen heikel mit den Urner, aber sie haben sie jetzt mit. Hallo? Habt ihr es auch noch geschafft? Willkommen auf der Voralphütte. Ja. Hallo, Sie? Schön, sind wir hier? Ja. Hallo, Jasmin, willkommen. Schön, haben Sie es geschafft? Ja. Ob die neue Konstellation etwas an ihrer Freundschaft ändert? Der Alltag auf der Hütte wird es zeigen. Die Familie Sager hat ihr Ziel fast erreicht. Die Glecksteinhütte, oberhalb von Grindelwald auf 2317 Meter über Meer. Schon die 6. Saison verbringen sie auf dieser Hütte. Es ist Juni und kurz vor dem Start in die Saison. Das erste Mal in diesem Jahr ist die Familie zurück dort oben. Das ist ja unser Zuhause, das zweite Zuhause. Und das ist schön. Und ich finde, es ist halt auch noch so wertvoll, finde ich, dass er noch ein anderes Leben mitbekommt. Genau, das Talleben und das Hüttenleben. Ich finde es einfach mega schön. An so einem Ort, wo ich eigentlich am liebsten meine ganze Freizeit verbringen würde, zu wohnen und zu leben und zu arbeiten. Einfach am Morgen aufstehen und die Umgebung können zu bewundern. Das ist für mich so der riesige Gewinn. Der Blick ist einfach gewaltig. Wer der erste Steinbock war?
Sarah und der Christoph sind seit 9 Jahren geheiratet und haben 3 Kinder. Die Mena und der Levi. Und der Jüngste, der Simon. Hallo. Mena, hast du Zeit? Die Sagers sind heute Profis. Vor dieser Hütte haben sie schon 4 andere gewartet. Wir haben ja nie gelebt ohne Hütte. Wir können, Mit Kindern, ja. also mit Kindern, oder? Ja. Wir können wie nicht sagen, wie ist denn Kind haben und nicht die Lebensweise pflegen. SRF bei den Leuten hat die Familie vor 9 Jahren schon mal begleitet auf der Concordia-Hütte. Auch mit kleinen Kindern war für Sarah und Christoph immer klar, sie wollen eine Hütte führen. Aber der Hüttenwechsel hat dann doch etwas mit den Kindern zu tun gehabt. Der Evi ist in die Schule, Mena in den Kindergarten. Der Simon ist dann in den Kindergarten gekommen. Und so ein bisschen Anzeichen von den Kindern, wir wollen gerne. Der Levi hat manchmal gesagt, er möchte gerne das ganze Jahr in die Schule. Und wenn das Kind sagt, das schon gerne. Einfach das ganze Jahr. Es ist halt immer wieder davor weg und wieder ab und da ein bisschen Schule. Und, ja, und die haben mir schon auch so Gedanken gemacht. Eben. Da bist du halt so, bist schon recht weit weg vom Zeug auf dieser Concordia. Es können keine Gespende besuchen kommen. Oder dann müssen sehr bergerfahrene Eltern haben. Und auch das Auf und Ab, das ist einfach immer eine Tagesunternehmung. Und mit den Kindern bist du nicht gross auf und ab. Du bist Anfang Saison einmal auf und Ende Saison runter. Haben wir wie unser Leben gezügelt. Und dann sind wir, wie wenn wir auf eine Reise gehen. Sind wir wirklich dort oben gewesen. Der Kinderzlieb haben sie vor 6 Jahren auf die Glecksteinhütte gewechselt. Sie ist nicht ganz so ab vom Schuss und einfacher zu erreichen. Also am Anfang freut man sich wieder auf die Saison. Haben sie wieder oben sein, wieder servieren können und so. Und am Ende irgendwann lässt dann so ein bisschen der Pfupfel gehen. Also ich mag mir dann nicht mehr so. Ja, ich gehe gerne ab und zu wieder mal auf helfen, auch ein bisschen. Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt nicht so der Fan vom Hüttenleben. Ich bin halt einfach nicht so ein Natur-Junkie. Also ich weiß nicht, ob man dem Junkie sagen kann, aber ich weiss, ich verstehe schon, dass man eine schöne Aussicht hat und so, aber ich gehe halt einfach nicht so gerne wandern und so wie meine Eltern, so Sachen. Aber ja, die Kinder, klar, jetzt werden sie älter und haben natürlich auch andere Interessen, die länger sie mehr auch im Vordergrund kommen oder wo man sie gerne auch machen lässt. Sie gehen in die Pfadi oder mit Schulgespänchen etwas abmachen. Ja, dem muss man natürlich auch Raum geben. Mama und Papa wechseln sich ab mit der Hütte, damit die Kinder unter der Woche nicht allein im Tal sind. Wie manchmal ist, dass sie alle zusammen als Familie auf der Hütte sein werden, hängt vom Programm der Kinder ab. Zurück zu Basel. In 2 Tagen fährt für den Hüttenwart Felix die Sommersaison an. Für die nächsten paar Wochen ist die hochalpine Gandeckhütte sein Zuhause, falls seine Gesundheit mitmacht. Ich fühle mich heute relativ gut. Es ist sicher am Freitag, Samstag, ich habe mich nicht so gut gefühlt. Ich habe ein bisschen Druck auf der Brust. Und vor allem habe ich auch gefunden, mein Kardiolog sehe ich erst in vielleicht 20, 30 Jahren. Jetzt haben wir halt schon mit 60 gesehen. Und das war schon eine Einschränkung. Das ist ein Schock, dass ausgerechnet ich, der viel Sport mache und mich relativ gesund ernähre, jetzt gerade etwas im Herz habe. Das ist nicht gerade das, was ich wollte. Er braucht Klarheit, wie es mit seinem Herz aussieht und vor allem, ob er in 2 Tagen auf 3000 Meter rauf kann. Also ich glaube, dass die Hütte zubleibt, wäre keine Option. Das wäre die letzte Option. Also ich glaube, das wäre wirklich nicht gut, weil erstmal haben wir doch Verpflichtungen über die Gäste. Klar, wir können nicht zurücktreten, wie sie können zurücktreten. Das Recht haben wir uns natürlich auch genommen. Aber es wäre die letzte Option, dass man die Hütte einfach später aufmacht und halt sagt, die ersten 2 Wochen, die erste Woche können wir nicht. Das wäre die schlechteste Variante, denke ich. Morgen. Ja, also, danke. Merci vielmals. So. Nimmst doch bitte Platz. Danke.
So. Wann wollt ihr denn eigentlich hier rauf in die Berge gehen? Am Donnerstag. Und haben Sie dort Unterstützung? Ja, am Anfang habe ich 6 Leute, die raufkommen, 4 Männer. Das heißt, ich habe das extra so ein bisschen organisiert, weil wir am Anfang müssen wir das Schneefeld abdecken, was ziemlich körperliche Beanspruchung ist. Soll ich die anderen machen? Genau, das habe ich auch so gedacht. Und wenn Sie mir sagen, die sollen, habe ich auch eine gute Entschuldigung. Ja. Sie müssen erst mal rauflaufen. Das ist immer eine Herausforderung. Der Schnee durch, das ist etwas, wo ich merke, da kommen alle ein bisschen einen Anschlag an. Sie haben damals, während der Fasnacht ist wahrscheinlich dieser Virusinfekt gewesen, da hat der Virus nicht nur einen Schnupfen und Grippesymptomatik gemacht, sondern der hat auch ihren Herzmuskel mitbefallen. Ich würde klar sagen, der Blutwert, den wir jetzt vorher noch mal kontrolliert haben und letzte Woche, der ist immer noch leicht erhöht. Das ist geringfügig, ist nicht viel. Und es ist im Vergleich zu den ersten Werten, die wir im April gemessen haben, ist es weniger. Das Einzige, was ich empfehlen würde, ist wirklich darauf zu verzichten, das sind Anstrengungen mit Maximalkraft. Gut. Und deswegen auch eben so ein Schneefeld, wo Sie durch müssen. Wenn Sie sagen, normalerweise haben Sie eine halbe Stunde, dann machen Sie halt nochmal mit Absicht nochmal langsamer. Ja. Good News. Gute Zeit hier oben. Danke, merci. An einem planmäßigen Start steht nichts mehr im Weg. Der Arzt hat es offiziell abgesegnet. Der Felix darf auf die Hütte. Danke, merci. Riesen Freude, ist natürlich toll für das Team, wird sicher eine gute Nachricht sein. Das ist das Nächste, was ich mache, die Leute informieren, wie es mir geht und dass das Hüttenprojekt läuft wie geplant. Und das ist riesig, wirklich riesig. Also besser kann es nicht sein. Es ist ein guter Tag heute. Im Kanton Uri steht neben der Voralphütte ein kleines Personalhaus. Das wird für den Sommer das Zuhause von Jasmin und der Rebecca. Fühlen dich willkommen? Heimelig? Ja, also als Petra gesagt hat, dass sie die Hütte übernehmen will, war echt klar, wenn sie sie bekommt, dass ich mitgehe. Ja. Ja, es ist natürlich schon schön für mich, dass ich gerade von Anfang an gewusst habe, dass ich schon 2 gute Hilfen habe, die mich da voll unterstützen. Das war schon noch beruhigend, gerade am Anfang. Das Chemiestimmen untereinander ist sehr wichtig, weil wir sind da nahe aufeinander. Also wir wohnen miteinander, wir haben das Zimmer schier nebeneinander. Also das ist schon sehr wichtig, dass das harmoniert. Sonst ist es der strenge Sommer, wenn es privat, sage ich jetzt, auch noch ein bisschen knarscht. Also, wo willst du schlafen? Im Bett. Ja. Für das gute Zusammenarbeiten hat Petra genaue Vorstellungen. Es ist schon mir wichtig, dass es mehr ein Miteinander ist und nicht, dass ich die bin, die befehlen und sie müssen einfach ausführen. Dass man auch miteinander besprechen kann. Und schlussendlich ja, muss halt gleich ich entscheiden, habe ich das letzte Wort. Aber ich will eigentlich eine nette Chefin sein. Mal schauen, ob sie das schafft. Auch wenn die beiden immer noch überzeugt sind, dass ihre Muttitaler Fahne irgendwo hängen muss. Und aber das ist auf den Tisch. Ja, ist gut. Kannst du nicht den Tilly aufhängen? Petra hat vom Tal unten Hühner auf die Hütten aufgenommen. Hat aber ein bisschen Bedenken, dass die sich in den Bergen verlaufen oder gar verloren gehen. Aber sie hat einen Plan. Jetzt kannst du das Türchen auftun. Wir haben sie jetzt 2 Tage im Häuschen gelassen, bewusst, dass sie sich daran gewöhnen, dass sie hier daheim sind. In der Hoffnung, dass sie am Abend wieder retour kommen. Also wenn es nicht einmal den Ausgang finde ich den nicht mehr rein. Ja, ich habe es jetzt auch gerade gedacht. Ich glaube, das haben wir Sag nicht so. Oh, die kommen, denke ich, schon wieder. Das erste, jetzt Papa, komm raus. Oh nein. Schnell wieder retour. He? Aber Eier hat es auf jeden Fall schon gegeben. Das ist für die Kuchen zum Backen. Und wenn wir jetzt viele Eier haben, machen wir dann noch Eierkirsch. Der ist auch wieder für die Gäste. Oder für uns. Und welches ist jetzt welches? Ja, es ist Janine. Chicken und das Nugget sind einfach die wir zuerst essen.
Vielleicht wäre das gleich der richtige Zeitpunkt zum Abhauen. Bei den Zimmern müssen wir sicher einfach Staubsauger alles und dann einfach Matratzen alle hin tun. Und dann können wir die Gaststube sicher auch schon Tisch und Stühle wieder alles hin tun, Küssel hin tun. Und dann kann ich euch das schon auch gut zeigen und nachher sind wir da, glaube ich. Peter ist natürlich im Kochen stark. Ich bin sehr gerne backen, darum ich gerne Küche machen oder Brot machen. Und Jasmin ist da mit den Leuten. Als Coiffeur ist sicher gut in der Kommunikation. Ich denke, wir sind das ein gutes Trio, ja. Also ich denke, ein Mann im Team wäre sicher auch kein Schaden. Also gerade für gewisse handwerkliche Sachen, ja, ich denke, da gibt es schon noch einen Mann, der helfen kommt. Oder ich irgendjemandem anrufen, wenn es irgendetwas Schweres zu lüpfen gibt. Ja, gerade so technische Sachen ist eigentlich nur schwierig. Ich bin sicher nicht die jetzt da mit der Technik super rauskommt. Aber ich würde jetzt auch sagen, ich habe nicht zu linke Hände. Ein Haufen Hütten werden alles selber flicken, aber so Abwaschmaschinen flicken oder irgendwas Strom angeht, ist dann schon fertig, glaube ich. Ja, da haben wir sicher einen Nachteil. Ja. Aber sonst im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, ich kann auch ein Frauenteam Hütten führen. Du musst nur wissen, wie man anrufen. Ja, genau. Mal, das ist doch gut. Jetzt starten wir. Excuse. Das ist jetzt halt immer noch ein Gewürsch. Ja, das ist schon gut. Wegen der Küsse können wir durchschauen. Ich weiss gerade nicht, ob die von ganz innen sind oder von welchem Zimmer das sind. Aber Ja. können wir schon schnell schauen. Also ich glaube, Rebecca und ich machen das schon gut, aber es könnte schon sein, dass wir vielleicht erst ein bisschen den Hund im Viertel haben. Aber nein, eigentlich im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, wir wissen ein bisschen, wann wir können, wenn das ein bisschen Zeit ist, ein bisschen verlockern und wenn es halt einfach dann nicht so Platz hat. Aber ich glaube, wir ticken alle ein bisschen gleich. Und nachher sollte das eigentlich kein Problem sein, dass sie mit uns kippen muss. Ich jetzt denen entgegenlaufen. Geht rein? Ja, die gehen schon. Piep, piep. Ja, schau, jetzt müsst ihr heimgehen. Fertig, Freiheit für heute. Nach dem ersten Tag jetzt die grosse Frage. Tipptopp. Finden alle Hühner heim? Ich glaube, ein bisschen einengen, dass dann nachher runtergehen. Aber ich glaube, das funktioniert ja gar nicht schlecht. Ich habe mir das also viel schlimmer vorgestellt. Ich habe schon gedacht, sie gehen alle auf eine Seite und wir springen 3 Stunden irgendetwas rum. Schlafe ich gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Jetzt für uns auch etwas zur Nacht. Früh am Morgen auf der Glecksteinhütte. Wenn er mehr da ist, dann kannst du einfach da abgelesen noch besser versorgen. Und wenn er da ist, dann tust du halt mehr da versorgen. Das ist das, was ich zuerst gesagt habe. Ich habe von der Sektion den Auftrag bekommen, zum Küche zu planen. Und habe mit dem Küchenbauer jetzt durch den Winter quasi die Küche geplant, aufgrund von diesen Plänen, die ich jetzt vor 3/4 Jahren ausgemessen habe. Also ich bin jetzt gerade recht nervös, oder ob das wirklich auch alles stimmt. Wenn jetzt da irgendwie, was auch nicht, 50'000 Stutz kostet schlussendlich die Küche. Der grösste Teil ist Chromstahlarbeit, die jetzt vorbereitet wird im Tal aufgrund von dem, was ich gemessen habe. Und jetzt geht es also um ein letztes Detail. Haben sie mich noch angefragt, sie müssen noch wissen, wo das denn der Zapfhahn hinkommt. Gerade kannst du die Leute halt ganz direkt anschauen. Du kannst da zapfen, kannst schauen, und dann läuft's. Und so bist du halt viel so. Ein Highlight. Nach fast 20 Jahren gibt es eine neue Küche. 230. Ich freue mich eben wahnsinnig, dass es dann nachher nicht mehr so aussieht.
Also jetzt hat er mal richtig geschrubbt, aber das ist alles gewachsen da hinten. Da war so schwarzer Belag. Und ja, das ist einfach schwierig zum Putzen. Ich freue mich auf eine andere Lösung. Aber gell, das, Christoph, das Zeug, das bleibt. Nein, da kommt Chromstahl. Da kommt Chromstahl? Nein, also schon etwas rauf. Aber irgendwie bleibt. auf 1,50 Meter rauf kommt Chromstahl. Ja. Und drauf zu tun wir dann irgendwas. Tun wir das schon. Das ist auch langsam. Das ist dann vielleicht da, wo dann noch nicht ist. Ja, das wird dann so ein bisschen langsam kommen. Also meine primäre, gerade im Moment wichtigste Erwartung, die unter den Nägeln brennt, ist die, dass das Küchenprojekt über die Bühne geht, reibungslos, sodass wir nachher bis Saisonstart bereit sind, dass die Küche funktioniert. Das ist für mich ein vordergründiges Projekt oder ein vordergründiges Ziel. Sonst eigentlich Zuversicht. Ja. Aber da mit der Küche. Ja. Darum keine Zeit verlieren und vorwärts machen. Bis zur Eröffnung sind es noch 3 Wochen. Es gibt noch eine andere Herausforderung. Rund um die Hütte löst sich bei so einem Wetter Schneegeröll. Und Sarah sollte zuerst mal in dieser Saison allein mit den Kindern ins Tal. Ich werde jetzt nicht am Abend runterlaufen mit den Kindern. Weil es hat gleich noch ein neuen Schnee gegeben. Und der kommt einfach von weit oben runter manchmal. Und weißt, der muss noch nicht einmal auf den Weg kommen, aber dort einfach die Steine zu Trölen machen. Und halt, je später es der Tag ist, desto mehr ist die Chance, dass etwas kommt. Darum, mir dunkt es einfach am Morgen immer sicherer. Der Christoph muss wegen einem wichtigen Termin jetzt schon weg. Darum bleibt Sarah mit den Kindern noch eine Nacht allein auf der Hütte. Zermatt, Mitte Juni. Der Felix ist zum ersten Mal diese Saison auf dem Weg in die Gandeck-Hütte. Dass er sich nicht zu fest anstrengen sollte, macht ihm ein bisschen Sorgen, obwohl er Unterstützung dabei hat. Ja, ich würde sagen, ich bin ziemlich angespannt, sehr nervös, wie meine Gesundheit ist. Also, ich meine, das ist auch nicht mehr das Thema, das darf man nicht vergessen. Es hat mich auch belastet, oder? Das habe ich nicht so gezeigt, aber es ist sicher etwas, was mich belastet hat. Ich denke, jetzt bin ich 60 geworden, schaffe nicht mehr. Und jetzt kommt das Herz, muss das unbedingt jetzt sein. Mein Großpapa ist mit 66 gestorben nach der Pensionierung. Und das kommen dann auf und denkt man, wie bin ich jetzt? Bin ich auch in diesem Flow drin? Passiert mir das auch? Für seine Gesundheit muss er einen Gang zurückschrauben. Und das ist jetzt, glaube ich, eine große Herausforderung für mich, dass ich mich schonen tue und nicht einfach. Ich gehe gerne an meine Grenzen und dann muss man jetzt halt ein bisschen zurücklehnen. Das Motorrad ist auch in der Sonne. Jetzt nehmen wir es halt ein bisschen gemütlicher. Das ist ja schön. Jetzt haben wir ein paar Junge dabei. Ich sage zwar nicht gerne die Jungen sollen, das finde ich nicht so gut. Ich möchte es gerne selber. Wenn du in Zermatt unten bist, ist so ein Gewusel, da ist gleich hektisch und viele Leute. Und dann sehe ich mich schon danach, auf die Hütte raufzugehen. Und immer sind wir wieder klar, wenn du da oben bist, möchtest du fast nicht mehr runtergehen, oder? Du bist dann froh, bist du oben in der Ruhe. Ja, es ist wenig Schnee da. Letztes Jahr in dieser Senke, die war voll. Die war voll, ja. Schau an, es hat nicht viel Schnee. Wenig. Nach der Gondelfahrt geht es zu Fuss weiter. Es sind noch etwa 100 Höhenmeter zu überwinden bis zur Gandeck-Hütte rauf. Oh, und so ein Steinhaufen. Da ist immer happy, gell, der Anfang. Gerade der steile Einstieg. Die Höhe macht's mir wir jetzt. sind nicht mehr die Jüngsten. Ich bin froh, dass Barbara auch nicht gerade wie ein Geiss da offen segelt, Berggeiss.
Mehr Herzwege nicht, ist es mehr von der Luft. Das ist aber normal, wenn man von Stadt Basel raufkommt, dass man dann nicht unbedingt genug rote Blutkörper hat und halt ein bisschen Sauerstoff hat, das ist okay. Aber es ist jetzt gut, auch mal einen Halt schnell machen und wieder mal den Puls runterholen. Das passt wahrscheinlich genau das, was der Herr Hornig mir vorgeschrieben hat. Also, das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Das haben wir das letzte Mal nicht gemacht. Ich war letztes Jahr fix und fertig. Haben sie mich aufgejagt. Jetzt werden wir schauen, wie es aufgeht. Das sind jetzt noch 50, 60 Höhenmeter und dann sieht man eigentlich schon gleich die Hütte. Und das ist dann immer der grosse Moment, wenn dann die Hütte vor mir kommt und hinten das Breithorn. Da geht dann das Herz auf und das ist sicher auch gut fürs Herz. Es ist schon recht weich, der Schnee. Ne? Leicht. Ich liebe, dass du mir vorspulen. Danke. Bitte, gern geschehen. So. Das haben die sehr gut gemacht. Danke. Bitte. Es ist ein Stück wie heimkommen, ja, also wirklich. Schon auf zur Matko ist ein Stück heimkommen und jetzt die Hütte wieder gesehen, vor allem bei diesem Wetter, ist natürlich genial. Also wirklich genial. Das Herz ist jetzt gerade raufgekommen, wegen der Hütte, nicht wegen der Anstrengung. Und das ist schön. Jetzt gehen wir mal zur Hütte schauen. Die Hütte liegt auf über 3000 Meter, mitten in den Zermatter Bergen. Kommt gut. Kommt gut. Den Hände aufmachen ist immer so ein guter Start, oder? Und jetzt sind wir hier. Dann gehen wir auf die Sonne rein. Das immer noch, das ist doch schön. Alte Hütte mit Charme. Sind hier. Auf der Voralphütte im Kanton Uri ist heute die offizielle Eröffnung für die Sommersaison. Noch ist es friedlich. Schön. Tust du Weihe machen, oder? Ja. Gut. 2, oder? Ist gesagt. Ja, und ich habe da unten innen haben wir noch, wo ich schon aus der Gefrier rausgenommen habe, Rhabarber und Aprikose. Habe ich gedacht, könnten wir machen. Ist das gut? Ja, ist gut. Tipptopp. Und du machst den Dessertkuchen, oder? Ja. Für Einfach 10 Leute soll ich einfach einen Cake machen. Ja. Ja, die heutigen Erwartungen sind eigentlich, dass wir einen guten Start haben. Vielleicht haben wir schon Tagesgäste, weiss ich noch nicht. Ich denke zwar eher weniger. Aber dass wir am Abend parat sind und unsere ersten Gäste zufrieden sind. Ja. Nicht alle sind so fokussiert wie die Petra. Entschuldigung. Den Bach verloren. Jetzt, wenn du fast auf backen, was ist. Das, was man jetzt ein bisschen mehr gebraucht hat, weiss man, aber dieses müssen wir halt ein bisschen suchen. Jasmin ist eher beim Bedienen der Gäste daheim und nicht in der Küche. Scusi. Ja, darum schieße ich etwa 7-mal um alles herum. Also ich kann schon Kuchen machen, aber es braucht alle einfach ein bisschen wie sich. Er ist alles parat, aber noch geht's dann. Zum Essen ist er noch einmal gut. Brauchst du die Waage noch lange? Nein, es kann sich nur um Stunden handeln. Gut. Kommt raus, ob es noch kannst, Rebecca. I feel it all, I feel it all. I feel it all, I feel it all.
Nein. Das ist doch Flattweichen. Nein. Überraschung. Die ersten Tagesgäste sind da. Und sie bleiben nicht die Einzigen. Hallo miteinander. Darf ich euch etwas zu trinken bringen? Zitronenmelisse. Zitronenmelisse. Ja, Ja. Und haben Sie auch Torte? Er ist noch im Ofen. Aber bald, ja. Also Kuchen haben wir bald. Kuchen. Ja. Wie lange dauert das noch in der Ofen? Schon noch einen Moment. Ja, einfach der Sirup. Ja. Gut. Also, Törntli. Ja, wisst ihr schon? Also Voralpörnli. Ja, gerne. Ja. Mehr als 3 Gocki und so ein Voralbrösti. Ein Voralbrösti, Ja, ein Rührgocki und ein Holunder. Ja, Sirup. Gut. Grosses. Gut. Jetzt geht's los, ja. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich glaube, es kommt gut. Aber geht, glaube ich, gerade einen Moment, bis wir dann wissen, wie, wo, was. Aber es sieht einmal gut aus, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt so die ersten Gäste, ich glaube, das gehört auch dazu, dass man ein bisschen nervös ist. Also ist ja auch gut. Also, wenn es einem ganz kalt lassen würde, wäre, glaube ich, auch das Herzblut nicht so dabei. Aber ich glaube, das gehört schon auch dazu, dass man ein bisschen angespannt ist. Die ersten Gäste sind versorgt. Aber es ist keine offizielle Eröffnung ohne die Fahne. Gut. Müssen wir noch die Schweizer Hymne singen? Nein. Hast du den? Ist gut, oder? Sieht gut aus. Tipptopp. Wir haben offen. Also jetzt fehlt einfach unsere noch. Unsere schöne Muttitaler Fahne. Ich glaube, die hat schon noch Platz. He? Weiß ich nicht. Die Turner hätten etwa keine Freude. Hat die Turner Freude? Mann, komm jetzt. So Feuer und Feuer wieder zurückholen, was sie uns eigentlich genug haben. Ja, nein. Dann wollen wir uns im Zimmer aufhängen. Dann hängen wir uns im Zimmer auf. Ja, ist gut. Für den Anfang schon. Wir können sie ja dort, wenn wir die Türen auftun, dann sehen sie sie alle. Ja. Sie ist dann auch ein wenig abgeschossen. Wissen? Mag ich nicht tun. Sie sehen aber das Privat nicht mehr. Oh, man sieht im Weissen. Wir haben die Hütten rein. Wir haben das genau berechnet. Die Fahne bedeutet der Jasmin anscheinend. Ein Haufen. Ja, dort ist man daheim, dort ist schön. Ja, am schönsten am Tal innen. Zum Saisonauftakt gibt es 7 Übernachtungsgäste. Gerade richtig für einen gemütlichen Anfang. Jetzt hat sich meine Nervosität ein bisschen geleitet. Jetzt sind alle Gäste da. Die Nacht ist so gut parat. Jetzt muss ich nicht mehr nervös sein. Jetzt kommt es wirklich gut. So. Aber schon. Die Eröffnung ist geschafft. Alles hat geklappt. Die Petra wünscht sich aber noch ein bisschen mehr. Also das grösste Ziel ist sicher, dass die Gäste zufrieden sind und mit einem glücklichen Gesicht wieder ablaufen. Und der Nächste, der raufkommt, sagt, hey, dort oben sind 3 junge Frauen und die machen das im Fall gerade ein bisschen gut. Vier Uhr am Morgen auf der Glecksteinhütte. Jetzt wird es schon ein bisschen Licht im Fall. Draussen, jetzt sieht man schon etwas. So gut. Heute geht Sarah allein mit den 3 Kindern ins Tal. Ah, weißt du, das siehst du aber gar nicht. Nein, ich weiss auch, jetzt habe ich wirklich geschmeckt. Je später am Tag, umso gefährlicher wird der Weg. Darum ist heute früh Tagwach. Also ich wäre noch gerne ein bisschen länger geschlafen haben, also noch ein paar Tage. Simon hat mich zum Teufel gejagt, aber dann war er noch am Halbschlaf. Nachher ist es nicht so schlimm, ja.
Ja. Nein, also wenn wir so ein konkretes Ziel haben, dann ist es nicht das Problem. Aber einfach so früh aufstehen für nichts machen wir nicht. Die Mena will aber an ein Kletterevent. Die Sagers sind sich steile Bergwege gewöhnt. Trotzdem ist der Weg eine Herausforderung. Wie die Natur reagiert, weiss man nie. Ja, man sieht hier bei uns schon sehr gut, dass alles ein bisschen in Bewegung ist vom Berg. Also sei es so auf den Gletscher halt, wo die Touren am Abbröckeln ist, die du hörst, aber auch da hinten, der Fels, wo zwischendurch mal ein Stein losgeht oder auch ein bisschen mehr. Und da gibt es halt wie so aus der Erfahrung Tageszeiten oder Gegebenheiten, wo es ein bisschen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass etwas runterkommt, aber es kann eigentlich immer etwas kommen. Der Weg an und für sich ist ja wirklich nicht schwierig in dem Sinn. Die Schwierigkeit an dem Weg ist mehr ausgesetzt zu sein oder halt so offensichtlich zu sehen, wenn ich jetzt hier neben dem Weg einen Trieb mache, dann kommt es nicht gut. Es ist dann im Fall noch ein bisschen nass da bei den Steinen. Durch die offensichtliche Gefahr ist man auch sehr konzentriert an diesen Stellen. Und Kinder auch. Kinder auch, ja. Das erste Mal auf dem Weg, dann sagen sie, schau, da darfst du jetzt ein Jahr in dem Feld sein, sonst bist du tot. Wenn du jetzt hier ausrutschst, dann gehst du halt hier in der Verlängerung runter. Und wenn du nicht bremsen kannst, kommst du recht schnell viel Tempo über. Dann, dann geht es da unten weiter über die Felsen. Und das ist nicht so lustig. Und gell, zurück ist ja dann so ein kleines Kieselsteinchen. Ich kann den Helm abheben, aber... Der Abstieg geht 2 Stunden und braucht volle Konzentration. Höhenangst und Schwindel sind da fehl am Platz. Gut. Bravo, jetzt können wir den abziehen. Ich halte jetzt noch an bis zum Auto. Kannst du auch. Aber ich tue einen Pickel drauf und dann tue ich den abziehen. Einmal, zweimal sind so ein bisschen Wurzeln, die so ein bisschen geschliffrig waren, aber kann man sich geben wieder fangen. Ja, die machen das super. Genau. Heute ist jetzt das erste Mal in diesem Jahr, gell? Und dann sind wir ein bisschen früh aufgestanden. Und da bin ich schon noch so ein bisschen angespannter, ob sie wirklich ganz wach sind und konzentriert. Auf der Glecksteinhütte geht es um Leben und Tod. Ich habe gedacht, sie könnten noch überleben. Aber Nächste Woche bei SRF bei den Leuten. Heute Geschichten. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».